Damen und Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. Mehr wie 200 Millionen Tiere gehen alljährlich liewig quer durch Europa transportiert. Vor allem sind das Pferd, Schaf, Schwein und aber auch Rander. Für alle ist das festzuhalten, dass Tiere keine Ware sind. Keine Produkte, mehr Lebewesen, die vielen an die schlechter Behandlung leiden, genauso wie wir Menschen. Seit 2005 regelt übrigens eine europäische Direktive diesen Transport für den Tierenschutz zu verbessern. Das Regeln so zum Beispiel, dass Tiere während dem Transport genug zu fressen müssen haben, genug Wasser müssen haben und eine Möglichkeit für zu schlafen müssen haben, für die Reise so und so wenig wie möglich Stress zu überstehen. Darüber hinaus müssen regelmäßig Pausen angelöst gehen und die Transportzeit soll auf maximal 8 Stunden begrenzt sein. An einem Rapport stellen wir hier am Europäischen Parlament aber fest, dass diese Regeln ganz oft überhaupt nicht respektiert gehen. Der Constat wurde auch letztes Jahr von einem Spezialrapport zum Tierenschutz vom Europäischen Rechnungshof bestätigt. Ganz besonders hilft dieser Rapport dafür, dass an den europäischen Ländern, die kontrolliert wurden, keine guten Kontrollsysteme angefordert wurden, so wie das von der Direktive von 2005 eigentlich gefordert wurde. Allein in Deutschland sterben alljährlich mehr wie 100.000 Schweine beim Transport oder mussten nur wenn es schwere Verletzungen angeschläfert gehen. Die Praxis hat gewiesen, dass auch viele Probleme auf kurzen Strecken auftauchen, weil dort DAX nicht genau genug geguckt wird, wie die Transporter auflaufen. Ganz besonders die Verfüllung an den Kamion könnte hier mehr geliefert werden wie bei langen oder internationalen Strecken. Hier besteht also Handlungsbedarf. An unserem Rapport rufen wir die Memberstaaten dazu auf, die EU-Regeln für deren Transport mehr streng zu kontrollieren, Verstöße mehr hart zu bestrafen und Wege zu finden, für die Transportzeit weiter aufzusetzen. Ein grosses Problem ist unter anderem auch den, dass Kamion die Tiere geladen haben, auf der Baustengrenze von der EU oft stundenlang am Stau stehen. Hier müssen unbedingt speziell Schnellspuren für deren Transporte angefordert gehen, die der Lage geben, die langen Wartezeiten zu umgehen. Viele von den Tierentransportern gehen heute effektiv aus der EU raus an die sogenannten Drittländer, wie zum Beispiel Türkei. Hier hat der Europäische Gerichtshof 2015 dezidiert, dass Bestimmungen vom Tierentransport bis zur Endstation vom Transport gelten sollen, egal ob das an der EU oder außerhalb ist. Aber das ist ein riesiges Problem, vor allem für die Verwaltungen, für so Bestimmungen außerhalb von der EU auch zu kontrollieren. Für die Probleme zu lösen, fordern wir dafür die EU-Kommission auf, an diesem Rapport, dass die Tierentransporter an Drittländer verboten sollen gehen, wenn sie nicht dieselben Standards anhalten wie wir. Von den Bauernvertretern wird abgeworfen, dass die meisten von den genannten Problemen durch eine korrekte Umsetzung von der ersten Direktive zu lösen sind. Eine Meinung, die ich teilen kann, wenn man das Problem von den Transportern an Drittländer an eine effikaz von der Kontrolle von den Vorschriften hier in der EU auch werden hinkriegen. Wie die gesagt, die Damen und Herren, wir machen uns stark für eine korrekte und ordentliche Behandlung von unseren Tieren, das nicht nur am Wohl von den Tieren, sondern auch für unsere Gesundheit. Ich sage vielmals merci für das Nachlauschen und hoffentlich bis geschwind bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.